zurück zu einer weiteren kleinen Aufnahme von Fallout 4. Wir sind das letzte Mal da wieder zurückgekommen zum Starlight Drive-In und der Rest, habe ich gesagt, der ergibt sich irgendwann im Laufe der Zeit. Ich weiß nicht, was wir heute machen werden. Wir steigen im Level immer weiter auf und mit Level 20 werden wir uns ja dem Überlebensmodus widmen. Bingo. Nein, den Preston machen wir erst sehr später. Hörte das Vault-Tech-Notsignal an. Echos der Vergangenheit, der Abend vor Heiligabend, keine Ahnung. Sorgus Ironworks, das ist wieder eine Mission. Naja, was ist das? LB. Ist da, glaube ich. Ich weiß noch, dass es vor dem Krieg einen Watts-Laden für Haushaltselektronik in Cambridge gab. Dort befinden sich vielleicht Hightech-Vorräte, die ich nutzen kann. Was machen wir? Cambridge. Wir könnten Dings auch machen. Wenn Schweine fliegen. Aha. Ja, ich hab's eh schon immer gesagt. Wer im Schlachthaus sitzt, soll nicht mit Schweinen werfen. Wie viel Platz haben wir denn im Inventar eigentlich? Ja, genug. Warte mal. Mal auf die Karte gucken. Also das ist da herunten. Nein, Kenny, du hast gesagt, du nimmst keine Schnellreise. Weil im Überlebensmodus kannst du es auch nicht. Also es ist schon schwer. Ich meine, schwer. Es ist anders, sich etwas... Es ist schwierig, sich etwas vorzunehmen, aber sich dann dran zu halten. Das ist eine ganz eigene Kunst. Mhm. Genau. Ich hätte gesagt, wir machen heute diese Aufgabe mit Watts Electronics und dann werden wir uns mal der Bruderschaft widmen. Mhm. Wir brauchen Materialien etc. für sämtliches, was noch kommen wird. Ach, schön. Ja, die Powerrüstung hier haben wir schon mitgenommen, gell? Ja. Ich glaube, ich laufe auf die falsche Seiten, gell? Ja. Ja, weißt du was? Wir werden da über Mystic Pines herunterlaufen. Genau. Oder hier am See entlang ist ja auch was Schönes. Warte mal ganz kurz. Wir haben ja Inventar, Kleidung, Hilfsmittel. Diese hier macht ein bisschen mehr Bums-die-Wums. Na gut. Dafür ladet sie aber extrem langsam. Kannst du irgendwann reagieren einmal? Busenscheißer. Verwirrung.
das mitkriege, wie wenig Erfahrungspunkte wir jetzt bekommen haben. Obwohl wir eigentlich diesen komischen Dings gelevelt haben. Nein, Covenant machen wir noch nicht. Oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön. La 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 la. Fressen. Aber jetzt haben wir das erste Mal hin. Scheiße. Das Ganze nochmal von vorn. Grüße zurück zu einer weiteren kleinen Aufnahme von Fallout 4. Wie du siehst, wir waren das letzte Mal hier im Starlight Drive-In und haben den Charakter aufgebaut. Mhm. Und und täglich grüßt das Murmeltier, gell? Alter, scheiß Miau, hörst du. Warte mal ganz kurz. Nudelschale, Stimpack. Ach du heilige Scheiße. Ja, ich darf die Mission auch trotzdem gern machen. Warte mal ganz kurz. Wo habe ich die Waffen hier? Sind die da? Da sind's. Vielleicht ist ja irgendwas dabei. Ach, Kenny. Schon doof, wenn man keine Waffen hat, gell? Da kann es einem doch glatt. Da mal abgesägte Schrotflinte. 74 Schaden. Wir probieren's. Die macht 86 Schaden. Ja, dann bist du gefeuert. So, das Ganze nochmal von vorn. Wisst ihr was? Nein. Diese Herausforderung nehme ich an. Inventar, das intervenierte. Die favorisieren wir. So. Vielleicht haben wir Glück und da kommt uns dieser Ghoul noch einmal entgegen. Dann können wir die gleich nochmal probieren. Wo ist denn der Kleine? Da ist er. Acht Erfahrungspunkte. 8. Der ist aber vorhin noch nicht da gelegen, der Kollege. Magst du mehr Schaden? Nein. Ich hab gesagt, wir gehen über Mystic Pines, gell? Wird wahrscheinlich gescheiter sein. Aha. Bam, 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 bam. Obwohl ich ja die Herausforderung suche in diesem Durchlauf.
Wie sind wir jetzt gegangen? Da hinten bei Covenant vorbei, Obi. Da müsste da unten dieser Meierlurk kommen, genau. Spiel. Ja, es ist einfach viel zu warm zum Aufnehmen. Nur dass du weißt, heute ist der 15.8. um 21:27 Uhr und wir stehen vor einem Wochenende mit bis zu Grad. Man, dem Himmel sei Dank, soll es ja angeblich ja bald wieder abkühlen. Da kurz einen Blick. So. Oder? Nur meinen ganz kleinen Ventilator, den ich von der Freundin gekriegt habe, den nutze ich gerade als zusätzliche Kühlung für die Xbox. Bei mir in der Wohnung hat es 30 Grad. Speichern. Kurz einen Blick. Ich mache da einen großen. Wie viel waren es denn jetzt? 2. Ja, so easy. Wo bist denn jetzt du? Da unten. Wenn wir schon so wenig EP kriegen, müssen wir eigentlich jeden Kampf nutzen, gell? Kann mich nicht mehr erinnern, sind da noch gegangen oben oder nicht? Weil ich glaube, die werden wir nicht überleben, oder? Nein, wurscht. Wir haben Zeit, wir haben Zeit. Diese Zeit nehmen wir uns auch, nehmen wir uns auch. Drum gack dir nicht auf deinen Bauch. Das Elektronik ist da drüben. Wieso bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, da zu spazieren? Was aus, Mädel? Du stinkst. Oh, ach du Scheiße. Boah. Lasst's mir nicht vergessen, dass wir am nächsten Gewinn von einem Levelpunkt unbedingt in Schaden erhöhen an der doppelläufigen. Abgeschlossen. Mir was, Mädchen. Hinsichtlich dessen bist du ein kleiner Sautrottel, weil du so doof bist. Mhm.
die. Nein! Wir werden noch so viele Probleme kriegen in dem Durchlauf. Oh. Brauchst aber nicht glauben, dass es für mich einfach ist, wenn ich meine ganze Spielweise umstellen muss. Mehr ist es ja nicht. Okay, Dirndl, lad alles nach. Da haben wir noch 28 Schuss. Da hast du noch gelandet. Die Powerrüstung können wir uns ja später auch holen. Baseball brauchen wir denn? Na. Bläh. Fliegenfleisch. Mhm. Das bleibt ja so richtig. Mamma mia, Mamma mia. Es ist viel zu heiß, es ist viel zu warm. Mir rinnt der Schweiß aus meinem Darm. Ich würde sagen, Blick. Wir schnappen uns jetzt da den Scheiß. Stahl können wir aber brauchen. Gebrauchterweise. Es scheint, als hätten wir seit meiner Rückkehr nur noch Raider abgewehrt. Die Mistkerle sind wie Kakerlaken, wenn man eine tötet, krabbeln 10 neue hervor. Ich habe Papa gefragt, wie er mit ihnen fertig geworden ist, und er meinte, dass er das nicht musste. Damals gab es diese Typen, den sie den schwarzen Teufel nannten. Er hatte es sich zur Aufgabe gemacht, alle Raider aus dem Commonwealth zu vertreiben. Wenn man seine Hilfe brauchte, stellte man sein Funkgerät auf seinen Sender ein und er war schon da. Natürlich wollte ich wissen, was mit ihm geschehen war. Papa sagte, er wüsste es nicht. Seit ungefähr einem Jahr wird nur noch Rauschen übertragen und die Raider fühlen sich seitdem wie im 7. Himmel. Aber als ich letzte Woche in dem alten Watts-Gebäude nach Schrott gesucht habe, fand ich dieses Schild, auf dem der Teufel namentlich genannt wurde. Außerdem gab es noch ein paar Holobänder, auf die ich mir keinen Reim machen konnte. Also bat ich meinen Cousin Richie um Hilfe, weil er sich mit solchen Sachen auskennt. Er glaubt, dass sich auf den Bändern Musik befinden könnte, eine Möglichkeit, den Teufel herbeizurufen. In den Informationen auf einem der Holobänder werden 2 Sender erwähnt. AM 810 und FM 52,7 Richie. Richie glaubt, dass ein Zusammenhang mit den alten Sendetürmen mit den gleichen Zahlen nicht weit nordöstlich von hier bestehen könnte. Vielleicht können wir das Band verwenden, um Musik zur Station zu senden. Für alle Fälle lasse ich diese Notiz hier. Wahrscheinlich ist es nur Paranoia, aber es kommt mir vor, als wurden wir verfolgt. Wenn meine Vermutung aber stimmt und wir es aus irgendeinem Grund nicht schaffen, muss jemand zu Ende bringen, was wir begonnen haben, und den Teufel zurück ins Commonwealth holen. Der Teufel kommt. Gestatten der schwarze Teufel. Bei Tag ist er ein schwer arbeitender Hauswart, der Toiletten im hiesigen Polizeirevier reinigt. Des Nachts ist er ein Superheld, der gegen die Roten kämpft, um unsere Grundwerte
der Wahrheit, Steuerschlupflöcher und Prinzipien des freien Marktes aufrechtzuerhalten. Genau mein Humor. Der für die US-Regierung arbeitende schwarze Teufel hat seine übermenschliche Stärke erlangt, indem er seinen Körper mit der Verfassung verschmolzen hat. Bedeckt mit der undurchdringlichen Tinte unserer Gründerväter jagt der Kommunisten mit einer Begeisterung, wie sie nur der Teufel höchstpersönlich an den Tag legt. Wenn also Rote in ihre Gegend einfallen, stellen sie ihr Radio mit der Firma Watts einfach auf AM 810 oder FM 52,7 und drehen sie richtig auf. Nur wenn sie die Musik Amerikas spielen, wird der schwarze Teufel sie als wahre Patrioten erkennen und zu ihrer Rettung eilen. Die Musik des Teufels. Ach du meine Güte. Als wahrer Patriot liebt der schwarze Teufel Warte mal ganz kurz. Mir ist was. Ich will das da auch dran. Ich hab das nämlich kleine. Ich hab das nämlich was mit. Also jetzt. Das ist nämlich was gehört. Wo war das jetzt da? Wo war das jetzt? Da. Als wahrer Patriot liebt der schwarze Teufel alle Lieder, die Amerika preisen. Doch aus diesem umfangreichen und illustren Katalog stechen 3 Titel als seine besonderen Favoriten hervor. In The Battle of the Hymn of the Republic geht es darum, dass Missetäter gerichtet werden. Denn wenn die Rote Armee diese Melodie aus dem Munde unserer Soldaten hört, wird sie sich unter Schmerzen winden, da ihre Ohren zu schwach sind, der akustischen Kraft der Freiheit zu widerstehen. Ist es nicht das Gesänge vor die Soldaten? Naja. The Stars and Stripes Forever ist der Herzschlag eines Militärmarschs. Während die Battle Hymn auf dem Krieg vorbereitet, sind die Stars and Stripes der Widerhall des Artilleriefeuers, der Partitur des Krieges und zu guter Letzt America the Beautiful. Über diese zeitlose Ballade müssen wir nicht viele Worte verlieren, da Amerikas Schönheit das ist, wofür wir kämpfen und was wir beschützen wollen. Daher wurden diese 3 Lieder als die Musik des schwarzen Teufels ausgewählt, wenn er sie im Radio hört. Wird er als Soldat, Krieger und gottesfürchtiger Amerikaner dem Ruf folgen. Naja. Warum nicht? Ja. Sah geil aus. Kleiderbügel, Lappen, Papier. Babam, bam, bam, babam, 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 babam. Abraxo, ein bisschen an Stahl, können wir immer brauchen. Oh, ich glaube, wir hauen wir aber an. Da muss da diesem komischen großen Dingsbums stellen, gell? Ja, sicher. Naja. Obwohl es eigentlich eine Herausforderung wäre, gell? Aber für das sind wir noch zu schwach. Auf der Brust. Oh. Commonwealth. Oh, raus da. Der Scheiße.
Wir gehen später nochmal rein. Und dann werden wir uns auf diesem großen Ungetüm stellen. Der ist nicht mehr weit weg. And then go right away. Mal ein bisschen Wasser zu uns. Da müsste jetzt irgendwo eine Brücke kommen, oder? Ja. Ah, Bunker Hill. Wir werden uns jetzt aber trotzdem ein klein wenig langsam und leise fortbewegen. Genau. Stilistisch gesehen. Oh fuck, Memorial Bridge. Na bitte. Wow. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Da hatte sich jemand gedacht, ich baue die Brücke zu einer Bombe um, hä? Brühbo oder Bobrü. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Das beste Rezept für Ihren Alltag, wenn der langweilig ist. Mhm. Was haben wir denn da unten? Nix. Wo müssen wir da jetzt hin? Ah. Da oben ist diese grausige Supermutantenstadt. Weißt du, wie das herrlich ist? Das habe ich glaube ich schon mal erzählt, oder? Weißt du, wie herrlich das ist, einmal ohne Begleiter da mal dumm Gurken? Oh, herrlich geil. Ah. Ja, ich muss auf der bleiben. Ach, Mädchen. Tu was! Also ehrlich gesagt, einfach ist es nicht. Und das wird im Überlebensmodus noch brutaler. Man merkt schon, man merkt die Mod zusätzlich schon noch zum Schwierigkeitsgrad. Also das ist wow. Boah. Entschuldigung, der war jetzt wirklich blind. Wir sollten wirklich anfangen, mehr Essen herzustellen. Weil wir im Prinzip nichts mit Maulwurfsratten haben. Und na, ich hätte nicht geglaubt, dass ich das jemals so spüre. Aber es ist herausfordernd, ja. Wo bist du, kleine Dreckige?
Jetzt kommt sie. Was? Eine Splittermine, der ist mir wurscht, ehrlich gesagt. Wie geht's momentan um die zwei Dinge da drin? Vielleicht kann man das für euch wer erklären. Warum? Warum sind Tagaufnahmen in Videos größer wenn du etwas aufnimmst und Nachtaufnahmen kleiner? Verstehe nicht. Das wird ein bisschen zu doof. Das Problem ist, wie du siehst, ich hab davon nicht mehr viel. Da muss ein bisschen taktischer und ruhiger vorgehen. Ah, der war... trifft. Die ist verpackt, Gott sei Dank. Oh. Herrlich. Was hat denn das Entdecker-Outfit? Nix. Hm. Jetzt huckt sie dich schon wieder hin. Das hältst du nicht aus mit der Frau, oder? Ich will nur sitzen den ganzen Tag. Wie ich diesen Soundtrack feier, ehrlich. Ja. Gut. Ich hätte gesagt, wie viel Zeit haben wir denn jetzt? 35 Minuten. Weißt du was? Wir machen da eine kleine Pause. Da haben wir ein Bett, da können wir übernachten. Wir werden schauen, dass wir unsere Vorräte etwas auffüllen. Ich meine, viel werden wir nicht schaffen, weil wir ja keine Werkbänke durch die Mod zur Verfügung haben. Boah, herrlich. So mal Ramen Steak können wir machen. Nö. Sehr gut. Ah, herrlich. Herrlich, Pop, herrlich. Bisschen Farbe fürs Leben. Aha. Die hat gesagt, in der nächsten Aufnahme folgen wir dann diesem Signal weiter. Mal schauen. Du, mehr ist, dass wir da dann speichern und die Geschichte dann später probieren, wenn wir ein bisschen besser benannt sind, kann es nicht passieren. Kruzifix. Kruzifix. Jetzt da. Geschafft. 8 Stunden später. Oh! Voll geil, dass wir da einer geschaut haben.
warte mal ganz kurz. Geil! So. Power Charge. Keine Ahnung. Ja, aber ich will da eigentlich jetzt nicht viel machen. In der Siedlung da. Nö. Mach mit. Aber Waffenwerkbank haben wir ja da auch keine mehr, gell? Das haben sie uns ja, das ist ja durch die Mod da auch entfernt, genau. Das müssen wir alles leveln in der Zukunft. Ach du Scheiße. Aber das wird noch relativ lustig. Also, ich wünsche dir was, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, du hast ein bisschen Gaudi gehabt da bei den ganzen Quagel. Und der Rest ergibt sich dann, wenn wir so weit sind, wie gesagt. Die unwichtigsten Dinge, dann wir mal da einer. Die Kampfflinten will mitnehmen. 92 Schadenspunkte. Geil. Dafür lasse ich die da. Na. Also über 2. Na, eine. 87, 6. Wir nehmen die 5 Waffen mal mit. Genau. 12. Warte mal. Warte mal. Wenn ich ihr jetzt da. Schätz. Wir könnten ja so durch die Gegend laufen. Was hältst du davon? Wahrscheinlich nicht viel. Ja, es geht wieder nicht. Shit, die andere Montur, die andere... scheißen. Die andere Rüstung oder die andere... Ja, das andere Kleidungsstück habe ich nicht da. Naja. Dirndl, du schaust ja aus. Was denn gehalten wir uns? Den werden wir bei einer gewissen Möglichkeit aufpeppen. Weil wenn wir dabei so spielen, hilft nichts. Ja, also dann, ich wünsche dir was, Baba, und ja. Möge der Wettergott mit uns sein und die Temperaturen bald sinken lassen, gell? Also dann, Baba.